Durchbounce. So läuft wieder. Hallo Leute und herzlich willkommen heute zu einer knackfrischen Ausgabe. Nicht bayerisch für Anfänger, sondern zu euren Fragen, die wir heute mal wieder beantworten. Ja, mein Bruder liest euch hier und wir tun es beantworten. Und los geht's! Hallo. Ja, Frage 1 vom See. Ich bin auf Trinke. Kamera gekommen, warte. Ja, weiter jetzt vom Sebi die erste Frage. Was haltet ihr vom Hans Söllner? Marihuana-Baum, Auf jeden Fall. Edeltraut. Hat er sauber groß gebaut. Ja, und Söllner, der passt schon, für alle. So eine geschmackliche Musik. Das schon. Ich hab's wenigstens auch. Nicht die ganze Zeit das Busch. Und vor allem bayerisch. Ja, gut, kommen wir zur zweiten Frage. Der ist vom Lukas. Ob wir da schon einen Schnee haben. Wir haben ihn schon gehabt, Ja, schon zweimal gehabt. aber Die- aktuell nicht mehr. Aktuell nicht, nein. Hat der Lukas gleich mal noch eine zweite Frage gestellt, und zwar: Was ist euer Lieblingsbier? Mönchshof. Ein Hafen. Freibier. Ja, genau, Freibier. Ja, dann die Martina hat gleich 2 Fragen gestellt, und zwar: Was arbeitet ihr zwei und wie seid ihr auf YouTube gekommen? Ja, ich bin Schreiner. Ich bin fertig ausgelernter Schreiner und auch Schreiner aktuell. Und auf YouTube gekommen bin ich durch einen Freund, wenn wir so Outdoor-Videos gemacht haben. Dann habe ich zuerst Comedy gemacht und jetzt machen wir das. Und du? Ich bin gelernter Zimmerer. Bin aber nicht mehr auf der Zimmerei tätig. Ich war jetzt ein Jahr auf einem Poolbau. Hab Swimmingpools gebaut. Und mittlerweile bin ich jetzt in VKS Landservice. Helfe halt auf landwirtschaftlichen Anwesen oder so ein Zeug mit aus oder im Forst oder so ein Zeug, was halt gerade Arbeiter brauchen, und da gehe ich hin. Und wann bist du auf YouTube gekommen? Auf YouTube bin ich durch den Deppen da gekommen. Ich bin eigentlich immer genötigt dazu. Also ich bin nicht gefragt oder was aus der Zeit oder so. Kriegt auch nichts dafür. Nein, ich bin da der Ärmste da drinnen. Arme Sau. Schon geil. Ja, also, er nagt auch am Hungertuch, wenn man so anschaut. Ja, ohne Witz, also die letzten 4 Wochen nichts mehr eingekriegt. Nein, aber durch ihn halt. Mach weiter. Der oder die Manu hat gefragt, wann kommt ihr mal nach München? Wir wollten eigentlich heuer auf die alte Wiesn, das hat aber zeitlich nicht so ganz hingehauen. Dann waren wir eventuell in 2 Wochen auf Tube Munich gekommen, das haut aber schon wieder nicht hin. Also wir wollen unbedingt einmal Tube Munich im Café Netzwerk, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schaut mal auf denen ihrer Facebook-Seiten vorbei, da will ich unbedingt mal hin. Ich will es auch zuvor noch mal in einem Video sagen, wenn wir da anfahren, aber bei uns ist es halt zeitlich immer Katastrophe, weil wir überall hin wollen. Das ist das Problem. Ja, dann hat der Markus gefragt, nein, nicht der Markus, der Jakob hat gefragt, was habt ihr für einen Schulabschluss und was arbeitet ihr? Das mit der Arbeit haben wir schon erklärt, also... Hauptschule? Nein, also ich habe 1. bis 9. Mittelschule gemacht, habe meinen Quali dann gemacht und habe dann auch noch die 10. Klasse angehängt, also M-Zug, und dann eben mittlere Reife gemacht. Strebe. Ich hab nie einen Quali. Aber den hat Reicht. aber den hat er. Was macht das auch mal? Ja, dann der Gab439 hat gefragt, kennst du einen Mirstädter Dani? Nein. Gut. Der Ben Mitternacht hat gefragt, wir würden uns super freuen, wenn wir euch live buchen und sehen könnten. Ist da was in nächster Zukunft geplant? Also wir spielen mit dem Gedanken, was zu machen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, aber es glaube ich... Also wenn es hinhaut, dann wir es aber auch freuen. Ja. Weil das war ja doch irgendwie cool. Aber ja, also wir haben gerade am überlegen, wie man es machen kann. Wenn jemand Vorschläge hat, was man da machen kann, dann schickt es gerne als PN. Also wir haben für alle Anregungen offen und wir werden sich da was überlegen und vielleicht
kann man uns dann bald mal irgendwo live sehen. Das hört sich komisch an. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Können wir da Also- aber für das zahlen dort. Also was uns garantiert live sehen wird, ist am 15. Dezember in der alten Glasfabrik im Vonstraß und am 16. Dezember beim Vollgerät Festival in Passau in der X-Point Halle. Haben wir dabei? Da haben wir auf jeden Fall. Herr Lehmann sieht so. Also ich schon. Nächste Frage. Magst du fahren? Nein. Ja. Der Yannick Blei 556 hat gefragt, seid ihr schon mal gross gefahren? Ja. Ja. Ja, der Felix hat gefragt, was sagst du dazu, dass es Leute geben soll, die Ketchup auf die Leberkassemmel tun? Also ganz ehrlich, ich esse mein Leberkäse auch ohne Senf. Ich esse den blank mit Leberkäse, weil da kommt der Geschmack des Leberkäses am besten über. Ja, also. Was soll er denn? Ja, ich esse mein Lebergas mit dem Senf. So, Was hat er denn? passt schon. Habe ich was anderes gemacht? Vielleicht schon mal passiert. Nein, das, ja, nein, also, noch nicht so. Gut, nächste Frage vom Ernstl17x. Serie du Radler trinken? Hat er gesagt, ja. Also seine Frage, wie alt warst du bei deinem ersten Rausch? Was tut sie erst? Mal überlegen. Von mir, da war es mit 8. Das war. Ja, da war meine Mutter schuld eigentlich. Meine Oma hat früher immer so einen Kürbis in einen Wein oder irgendwie sowas eingelegt gehabt. Und ich habe halt meine Mutter gefragt, ob ich da so ein Glas lassen darf. Und sie so, ja, freilich, ist nicht. Und sie hat halt dann nicht daran gedacht, dass da Alkohol drin ist. Und ich habe halt das ganze Glas gegessen und getrunken. Und dann, ja, wenn irgendwer was gesagt hat, habe ich lachen müssen. Da ist es als Kind in den Schnapstopf gefallen. So ungefähr, ja. Nein, bei mir war das mit 12 oder 13. Weiß nicht mehr genau. Spätzchen, da kommen wir auch immer wieder durch. 8. Ja, da kann ich nicht so viel. Ja, der Simon fragt, wie geht's euch so? Gut. Ali, Stressig. hast du das nicht gut gelöst? Ja. Ja, dann der Maurice. Er fragt, seid ihr Fußballfans? Wenn ja, von welchem Verein? Ja, Maurice, ich bin absoluter Nicht-Fußballfan. Mich interessiert das so viel überhaupt nicht. Ich bin so ein klassischer, wenn einmal WM ist und Deutschland schon wegen weiter ist, dann schaust du das halt einmal an und dann freut dich das auch. Ja. Mich interessiert Fußball überhaupt nicht. Aber schon überhaupt nicht. Ich schaue ab und an mal Eishockey, aber tut mir leid, aber Fußball interessiert mich gar nicht. So geht's mir eigentlich auch. Ja, der Lukas fragt gleich nochmal was, vielleicht ist der gleiche. Kannst du mal ein Fan-Treffen machen? Ich glaube, der meint da in Fechter oder Kam, weil der hat geschrieben an Feder. Ich glaube Fechter meint Im Fürchte. oder Kam. Schwierig. Also wir können immer ein wenig schreiben, wenn wir irgendwo in so Diskos oder was sind. Ja, so direkt Fan-Treffen. Wir waren jetzt mal in Ringsburg, da waren 2 Leute da, obwohl sie eigentlich 8 angemeldet haben. Also, das haben wir auch nicht eingeschrieben, weil wir sowieso da waren. Sagen wir mal so München oder was so größere Sachen werden wir immer bekannt geben. Aber jetzt, wir können jetzt nicht überall hinfahren, also das ist für uns ein bisschen schwierig. Ja, der Kaiwaler Kupf fragt. Kein Der hat schon öfter geschrieben, ja. Magst du Fendt und kannst mich mal ein Video grüßen? Oh, jetzt wird's interessant. Also, erst einmal Grüße an den Kaiwelkopf. Rally hat ihre. Oh, jetzt wird's kritisch. Also, ich bin schon ein paar Fan gefahren und ich mag Fan schon. Da wird's aber da jetzt kritisch auf der Seite. Ich mache nicht. Das ist ein Fan, das ist ein Klump. Kauft euch was gescheit. Hört was unter den Arsch. Meiner Meinung nach ist ein Fan schon gescheiter Bulldog, bloß er ist halt wirklich maßlos überteuert. Also, Naja, weißt du nicht, einen Namen zahlen musst. der Und eine Rest andere Technik hast du in einem anderen Bulldog auch drin. Der Rest ist Da ein- können wir jetzt nicht übertrieben Der Rest ist diskutieren. ein Volltreu-Extremist, der hat auch einen ganz guten Spruch zum Thema Fan.
Warum hat ein Fenster hinten und vorne ein Fenster, wo man aufmachen kann? Was wenigstens irgendwas zeigt. Also, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Ja. Das ist doch wieder den Arsch. Der Simon Schachner fragt, wie viel sauft sie überhaupt? Es kommt darauf an, wie viel das da ist. Es kommt darauf an, wie ein Fahrer macht. Oder ob man zu Fuß ginge. Oder ob es überhaupt was zum Trinken gibt. Oder wie die Stimmung ist. Genau. Und was es zum Trinken gibt und ob man es umsonst kriegt oder nicht. Ja. Meistens ein Haufen. Also, da wir ja einen Bildungsauftrag haben, wir kennen natürlich unsere Grenzen. Ja, auf jeden Fall. Kennen wir es. Das schon. Ja, der oder die Raffi fragt, was für eine Stadt ist vor Ihnen echt und was arbeiten Sie? Wir haben in einer Stadt. Der Stadt heißt Pleistein. Vielleicht die ganz größere Stadt, wo man vielleicht ein bisschen kennen kann, ist Weiden. Der ist aber schon wieder 25 Kilometer von uns weg. Und was wir arbeiten, das haben wir ja schon. Freilich. Ja, die Lisa fragt, Guasmaus mit oder ohne Asbach? Mit. Mit. Gut, und schöne Grüße. Ja, schöne Grüße.